Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2, Bioshock Infinite Seebestattung Episode 2, so rum, auf Pelzig, hier in the Corner of Shame. Da würde ich eigentlich ganz gern bleiben, würde mir auch ganz gerne den Deppehut aufsetzen und hier einfach nur bleiben. Ryan the Lion reminds you, Parasites are never welcome. Ja, Ryan der Löwe erinnert euch daran, dass Parasiten niemals willkommen sind. Egal ob Amis oder Roti-Flak, wenn wahrscheinlich Kommunisten sei. Wahrscheinlich die UdSSR-Flagge. Und eine Bibel hat er auch noch in der Hand. Der Ratte-Parasit. Ja, na klasse. Okay, aber da Elizabeth hier nicht wie Bappe David zuschlagen kann mit Waffe, muss ich hier die ganze Zeit rumschleichen. Ich finde es auch interessant, dass es so schwarz ist, so an der Ecke. Seht ihr das? So over rechts, Moment. So over rechts zum Beispiel immer so Schwarzschattierung. Ohne links, ohne rechts und over links. Ach, Okay. Wie man Schlösser knackt. Oh, jetzt muss ich das selber machen. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Na klasse. Na super, das heißt, ich darf die blaue und die... Huch. Ziemlich simpel, nur 6 Stifte. Oh, aber da ist ein Alarm. Könnte aber ganz nützlich sein. Drücke Viereck, um einen neutralen Stift zu treffen und das Schloss zu öffnen. Ein roter Stift öffnet zwar das Schloss, löst aber Alarm aus. Ah, okay, die geht so dann hier. Könnte aber nützlich sein, hat sie gesagt. Dann machen wir das halt mal, ne? Oh, hallo? Ja, das war nützlich. Super, danke, Elizabeth. Autsch. Ja, vielen Dank, Elizabeth. Nahkampfangriffe betäuben Gegner, die dich bemerkt haben, lediglich. Versteck dich also, bis sie die Suche aufgeben. Das scheint sie nur zurückzuwerfen. Ja, super. Dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Der Olli Hong hat mir einen Erste-Hilfe-Kasten gelost. Cory Stör und Michael Ramsev. Hau ab, du Gesicht. Ja, ich bin Ryan der Löwe. Oh ja, hau ab. Gesicht, Rian. Ich höre nie wieder auf dich, Elizabeth von Wege. Ach ja, Alarm könnte nützlich sein. Ja, genau. Ups. Alter. Was war das? Das weißt du doch. Die Türen, sie brechen auf. Meine Always Erinnerungen an shoot die to kill. Zukunft und wohin ich gehe. Sicher, dass du dort deine Zukunft Wenn nicht siehst. meine, wessen dann? Sallys, die ist doch eine Little Sister. Nein, ich komm nicht wieder her, du Ekeltyp. Will ich wissen, was so ein Splicer mit so einem hübschen Mädel macht, wenn er sie findet? Na, da ist er auf jeden Fall. Komm her, du ekelhafter Gesichter Kasper. Halt die Gosch, stirb. So. Ein bisschen Tee hat er dabei. Erlaub. Gut. Ich möchte euch etwas über Peter, den Parasiten, erzählen. Wenn ich einen Kuchen backe, gehört er doch mir, oder? Nein, sagt Peter, der Parasit. Wir müssen Alter. alle ein Stück davon abbekommen. Wenn ich einen Groschen verdiene, darf ich mir doch Süßigkeiten davon kaufen, oder? Nein, sagt Peter, der Parasit. Alter. Du darfst nur Obst und Gemüse kaufen. Wenn ich mir einen Arzt leisten kann mir doch egal sein, dass andere das nicht können, oder? Nein, sagt der verdammte Parasit. Wir müssen uns alle ins Wartezimmer zwängen. Ryan, der Löwe, sagt, erstick daran, du Parasit. Oh, Alter. Klasse Kinderfilm. Ja, so macht es richtig Spaß, hier in die Schule zu gehen. Mit so Propagandadinger. Aha, ja. Arithmetik braucht jeder. Hallo, Kinder. Alter Falter, ist das krank. Genauso wie hier Ryan der Löwe schießt immer nur, um zu töten. Na klasse, da werden sie dann also auch mit der Waffe. Naja, mit Armbrust vielleicht oder Darts, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit irgendwelcher Schusswaffe werden sie hier geschult. Wobei Schusswaffe bei Dart, naja.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das fertig. Also, was Alarm angeht, das werde ich nie wieder auslöser. Von wegen könnte ganz nützlich sein. Ich glaube, das war einfach so generell gemeint, ne? Ah, Armbrust. Oh, danke. Bereit, das Ding einzusetzen. Endliche Das ist Waffe. eine Armbrust. Der Pfeil enthält wohl ein Schlafmittel. Vermutlich Phencyclidin oder Natriumthiopental. Mhm. In meinem Turm gab's jede Menge Bücher. Woher wusste ich wohl immer, welche Munition du brauchst? Wissen ist nicht dasselbe wie Handeln. Frag Comstock, wie bereit ich war zu handeln. Das Blut deines Vaters fließt in deinen Adern. Es muss nicht an deinen Händen kleben. Und Deine wofür Entscheidung. warnt uns Ryan der Löwe? Verdecktes Vorgehen ist meist sicherer und effizienter. Schleich dich an Gegner an und schlag sie K.O. Wenn du entdeckt wirst, verschwinde aus dem Blickfeld und verhalte dich ruhig. Wer selbst nichts schafft, wird immer diejenigen bestehlen, die etwas schaffen. Aha. Keine Munition mehr. Bleibt dein Mitgefühl. Fragt Peter, der Munition für Pharasiten, Schrotflinter. die Tasche greift. Kennt ihr das Wort Mitgefühl? Ihr findet es im Wörterbuch unter L wie Lüge. Alter, was die du wieder für Zeug schwätzen hier, die ganze Splicer. Was sagt Ryan der Löwe uns zur Tragik des Gemeinwohls? Die sagt, dass du stirbst. Ganz einfach. Ah, Revolver. Oh, um auf all deine Waffen zugreifen zu können. Ja, okay, sehr schön. Gut. Ich bleib erstmal bei der Armbrust. Das ist derzeit nur Betäubungsmunition. Bin ich immer sehr gespannt, was ich da noch für Munition für die Armbrust finden werde. Aber Gott sei Dank habe ich Waffe und muss da die ganze Zeit durch der Schleichmichel machen. Das fände ich persönlich ganz furchtbar. Wenigstens so ein bisschen. Naja, die schnarcht. Oh, hübsch. Und wie friedlich die schläft. Ganz wunderschön, die bezaubernde Lady. Also ich muss sagen, die Episode ist mal wieder generell etwas mehr horrorlastig. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das ist jetzt mal wieder dieses Gefühl von, man kann sich nicht so gut verteidigen. Und deswegen, da man sich nicht so richtig verteidigen kann, ist man eher auch der Wese ausgesetzt. Und dann ist auch so ein Splicer schon mal ziemlich gruselig und angsteinflößend. Okay, das ist der richtige Weg, ja schon. Revolvermunition. Das ist ein Tisch noch. Noch Revolvermunition. Ausgezeichnet. Laden wir mal noch. Aber ich glaube generell, wir sollten sparsam mit unserer Munition sein. Kühlschrank? Nix. Ja, ich glaube, du hast keine Familie mehr, du Splicerino. Bisschen Gesundheit kann auch nicht schaden. Und im Ofen ist leider kein Brot da drin. Leider kein gute Krustebrote. Nur ein paar Little Sister Dolls oder weiß der Teufel was, das war geschmolzen, die Masse ist. Jo, so muss ich auf jeden Fall hier. Finde Su Chong, Film der Chinamann. Suche nach überdimensionierten Schneiderzähnen. Na, jemand hier? Okay, fristlos gefeuert. Ja, das zu Recht wahrscheinlich. Also diese Andrew, das wird wahrscheinlich die Cafeteria gewesen sein hier, ne? Oder die Mensa. Ja, da ist... Ah, cool. Und hua! Kann ich auf irgendjemand draufspringen? Ist ja irgendwo so ein Freak? Ich glaube nicht. Ja, du hast... okay. Cool. So geht es also auch. Frisches Obst. Wer hat Bock auf ein bisschen Schimmelbrote? Alter Falter. Da kann ich mich auch durchschleichen. Ja, ich weiß. Da muss ich ursprünglich hin. Genau. Deswegen will ich erstmal durch hier gucken, aber ich will nicht im Wasser rumlatschen. Das ist vielleicht nicht so klug. Ja, genau. Andrew Ryan hat dich mal auf einen Drink eingeladen. Da bin ich mal ganz sicher. Ich warte nur drauf, dass irgendwann so Fratzen hier in der Lüftungsschächte hockt und hier bin ich rumnölt. Nix. Aber wie gesagt, die Episode scheint mal wieder ein bisschen horrorlastiger zu sein. Und ich mache mich lieber auf alles gefasst. Na, da kommen wir wieder durch raus. Hier ist allerdings nichts. Okay. Die Gegend ist nach wie vor klar. Okay. Aber das ist schon irgendwie verstörend, was diese ganze Splicer da vor sich hinnuscheln. Okay. Na gut.
Irgendwo muss noch einer sein, aber ich finde den jetzt beim besten Willen nicht. Jo, da muss ich durch. Man muss ja auch nicht jeden Gegner unbedingt töten. So. Faculty only. Okay. Ach, da ist so ein... Da müsste noch irgendwo einer sein. So ein Wicht mit dem Gesicht. Ups. Oh je. Zweimal Betäubungsmunition. Das ist gut. Hä? Aber ich kann immer nur einer schießen von den Dinger. Schrotflinte scheint es mal auch irgendwann zu geben. Okay, aber bedenke, vorsichtig damit umgehe. Finde Chinamann, nach wie vor. Ah ja, genau, da landen wir dann da, wo wir hier in der Küche rauskommen sind. Jo. Was haben wir da noch? Below Decks. Mhm. Puh. Es ist besser, volles Magazin zu haben. Die Endkugel könnte es möglicherweise rausreißen. Deswegen, bei Spielen mit Shooter-Elemente bin ich eigentlich echt immer stark dafür, dass ich so viel Reihe und Nachlad wie möglich, dass ich immer einen vollen Revolverlauf habe oder generell einen vollen Lauf habe. Weil alles andere ist für mich ein bisschen unsicher. Irgendwo ist noch ein Zirkus der Wärter. Bin immer gespannt, ob ich ja auf Vigor-Kräfte noch zurückgreifen kann oder ob das Elizabeth dann völlig versagt ist. Aber wenn ich so Erinnerungsstücke finde wie den Bär, dann scheine ich ja auch mal wieder irgendwie ein bisschen was bei ihr freizuschalten an Erinnerungen. Bin immer gespannt, ob sie dann zum Schluss möglicherweise die Risse wieder öffnen kann. Was ist dann das? Ah, das ist Beherrschung. Rapture steht drauf auf der Kiste. Das ist Beherrschungsvigor. Beziehungsweise hier in Rapture ist es ja Plasmid. Okay. Gut, dann können wir hier relativ frei wiederum marschieren. Da ich hier die ganze Gegend gesäubert habe. Irgendwo muss ein Zirkus der Werte noch sein. Ja komm, rachen wir erstmal in hier. Makers and Takers. Ja, Macher und Nehmer. Macher der Woche und Nehmer der Woche. Ach ja, deswegen wurden die natürlich bestraft in der Corner of Shame von wegen, ich darf mein Spielzeug nicht teilen. Weil die werden dazu erzogen, dass man nicht teilt. Das ist ja Parasit, das ist ja Peter der Parasit. Sondern man soll Zeug für sich behalten. Man soll egoistisch sein. Und dann ist man ein Macher. Da ist auch noch so Andrew Ryan Magazin. Couture. Ach, die liebe Zeit. Hallo? Bitte sei keine Fratze davor. Danke. Da, Suchong. Der Name, den ich Atlas nennen sollte. Ich kann dir nicht folgen. Anscheinend hat dieser Suchong das Restaurant Silverfin übernommen. Dort war der Riss, durch den ich zum ersten Mal nach Rapture kam, als ich Comstock suchte. Bevor das hier ein Gefängnis wurde. Aber du warst 1960 zum ersten Mal in Rapture. Mit Booker. Als du Songbird ertränkt hast. Mehr als ein Jahr in der Zukunft. Ja, das stimmt. Als ich alle Türen sehen konnte, ergab es Sinn. Aber jetzt ist es nur ein Wirrwarr. Elizabeth, du blutest. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Gut. Wenn wir Suchong finden wollen, sollten wir im Silverfin anfangen. Ich kenne den Weg. Okay. Aber zuerst gucken wir hier mal wieder ins Kinetoskop. Begib dich zum Restaurant Silverfin. Aber erstmal das Wort des Propheten präsentiert. Oder wie es hier heißt. Schauen wir mal. Ja genau, Need to Know Theater. Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts.
It was he who coddled the tramps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Ja, genau, jetzt weiß ich Bescheid. Denken Sie mal drüber nach. Ich muss aber sagen, da das die Originalstimme von Andrew Ryan war im Englischer, finde ich die Deutsch eigentlich wesentlich geiler. Die Deutschstimme passt sehr viel besser. Ich glaube, das ist Guido Högel, der ihn im Deutschen synchronisiert. Die Stimme finde ich wesentlich cooler und passender für Andrew Ryan. Okay, Lockpick könnte man kaufen. Aber Erste-Hilfe-Kaste wäre bestimmt auch nicht verkehrt. Aber einer habe ich dabei anscheinend. Ich hole mal einen Lockpick. So. Okay. Fahrstuhle brauchen wir wahrscheinlich. Schockjockey. Ohne das geht's nicht. Tür anheben. Keine gute Idee. Ich glaube, da geht's nämlich auch lang, oder? Ja. Okay, dann gucken wir uns erst nochmal hier im Erotenladen um. Gucken wir mal, was es hier noch gibt. Ah, da hinten gibt's auch noch einen. Are you in the know? Aber ich finde es eher auf... oh, Big Daddy. Rapture's man of steel. He works hard, but plays harder. Big Daddy. Ja, wenn es doch nur so wäre, dass die so Schönling 1910er-like ohne drunter aussehen. Appetite for sin. See the temptations of rapture through the eyes of a Midwest girl. Okay, dann gucken wir mal wieder. Das Wort des Propheten. Das finde ich nämlich wesentlich lustiger als Are you in the know? Sex ohne Kompromisse. So. Human reproduction is vitally important to society, but there is no reason that the act of copulation cannot be pleasurable as well. Remember these tips. Sex is egotistical. Without self-esteem, those participating in coitus are revealed to be fraudulent, hypocritical animals. Ego is indispensable in the bedroom. Negotiate with your mate. Intercourse can be mutually beneficial to both parties. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another. Als Vertrag auch and noch. hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy Sexual Congress the Rapture way. Oh Mann. Oh Mann, die ganze voraufklärerische Leute aus der 60er Jahre mit der sexuellen Revolution, die wie die Beate Use, die denen sich, glaube ich, hier im Grab rumdrehen, wenn sie sowas hier täten. Vereinbare einen Vertrag, genau. Das ist so die Sheldon Cooper-Art. Wir schließen einen Koitus-Vertrag. Alter, wie fertig ist das? Okay. Ah, so kriegt die das hier ohne Schockjockey. Cool. Das ist mitgedacht. Das ist mal mitgedacht. Alter Falter. Gleich nach meiner Ankunft, ich brauchte was zum Anziehen, das ein bisschen besser zu Rapture passte. Alter, ist das fertig. Ich komme immer nicht drüber weg, dass man einen Vertrag machen soll, wenn man miteinander vögelt. Das gibt's doch gar nicht. Ach gut, ja. In dem Coitus-Vertrag steht, ich nenne es mal Coitus-Contract, damit es Alliteration gibt. Der ist nur dann fair, wenn dann zum Beispiel drin steht, ah ja, der Mann kommt natürlich als erstes und die Frau kriegt dann dafür ein paar Schuhe geschenkt oder sowas, ne? Man muss ja sein Interesse wahren. Alter Falter, das ist so durch, das ist so unglaublich durch. Aber da hier ein optionaler Bereich ist, können wir uns hier wohl in aller Ruhe umgucken. Hier ist anscheinend auch irgendeine Vigor. Turn every room into a peep show. Peeping Tom. Okay, das ist irgendein urisches sexuelles Plasmid anscheinend. Okay.
Das sind hier offenbar, ach so, die Peepshow-Räume, oder? Ja, hier kommen nur die Mitarbeiter rein. Das ist aber von innen abgeschlossen. Ich bin immer gespannt. Kommen wir da über ein She Lived to Punish Men. Solche Bücher gab es in meinem Turm nicht. Ja, das glaube ich. Dass es doch Domina-Bücher gab. Was haben wir denn hier noch? Farmer's Daughter, ready to get down and dirty. So. Farmer-Mädel-Pornos. Hier haben wir noch Audiotagebuch von Antonio Rodriguez. Ich habe Ihren Brief bezüglich unserer neuen Spannerplasmide erhalten. Hier meine Antwort. Pech gehabt. Wir sind hier in Rapture, Miss. Was meine Kunden mit meinem Produkt machen, ist ihre Sache. Wenn Ihnen unwohl ist, können Sie die Wände Ihrer Wohnung ja mit Blei auskleiden. Wenn Sie möchten, nenne ich Ihnen gerne einen verlässlichen Händler. Sehr geil, der gefällt mir schon, der Typ. Der Antonio Rodriguez, der ist cool. Okay, also anscheinend das Spannerplasmid kann man wohl durch Wände gucken. Das ist ja ganz cool. So. Den Bildschirm finde ich an sich auch ganz cool. Dass man so Schlösser knackt, finde ich echt sehr cool gemacht. Das gefällt mir. Okay, dann holen wir uns das Spannerplasmid. Und dann können wir wahrscheinlich auch gut hier alles beobachten, wo die Gegner sich rumtreiben. Aber erstmal hier rumgucken. Da bist du ja. Ah. Halsband und noch Audiotagebuch von Carolyn. Oft habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten. Ich bin von meiner Mittagspause gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Geklaut. Aber das Allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen. Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen, aber irgendwie habe ich es nicht übers Herz gebracht. Klar, es ist altmodisch, sogar noch mit Korsett. Der heutigen Mode entspricht es bestimmt nicht. Aber ich bin jemand, der gute handwerkliche Arbeit zu schätzen weiß. Ja, und diese Kleider um 1910 rum, in den 1910er Jahren, das war wirklich noch richtig solide Handarbeit. Und ich finde das eigentlich mit Korsett ziemlich schick. Und Elizabeth hat es auch sehr gut gestanden mit ihrer Figur. Und sie hat offensichtlich wohl ein modernes Rapture-Outfit von dieser Lynn geklaut und hat dafür ihr Columbia-Outfit hier zurückgelost. Sehr cool. Okay. Das finde ich dann schwer an solche optionale Gebiete, wenn man sowas dann erfährt. Aber ich würde sagen, nimm Spanner. Das machen wir dann morgen. Ich finde die Verpackung sehr geil, die Flasche mal wieder, mit diesem Voyeur, der zwinkert und sich den Zeigefinger auf die Lippe legt. Und mit der Dame, die durchaus relativ schlicht nicht, relativ spärlich bekleidet ist und nur der Fächer über die Brüste legt, finde ich doch ziemlich cool gemacht. Ich würde sagen, das Zeug nennen wir dann Moyer. Und ich mache jetzt hier meinen Cut. Und Peeping Tom bzw. Spanner holen wir uns dann Moyer bei Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis Moyer dann wieder. Bleiben gespannt, so wie ich, weil bisher finde ich es jetzt doch wesentlich cooler als die Erstfolge, die wir so gemacht haben in der Episode. Also machen's gut und bis Moyer dann wieder. Ayan Yankee.